Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. Das Europaparlament hat an seiner Juni-Plenarsitzung zu Stroossbuerg über die Abfeierung vom Euro an Malta an Zypern aufgestimmt. Zypern hat am 13. Februar den Antrag gestellt, von 2008 und den Euro anzufeiern. Der 27. Februar des Jahres hat Malta den nämlichen Antrag gestellt. Der EU-Vertrag sieht vor, dass der Conseil von den 27 Finanzministern, den ECOFIN-Rat, wie das am europäischen Jargon heißt, dazu dezidieren wird. Und zwar aufgrund von Berichten von der Europäischen Kommission und von der Europäischen Zentralbank und nachdem auch das Europäische Parlament sein Avis aufgegeben hat. Den Avis geht von der Kommission für Wirtschaft und Währung, an der ich Member sind, präpariert. Wir sind dafür, dass Malta und Zypern den 1. Januar den Euro abfeiern sollen. Dem hat auch mit überwältigender Majorität plenär vom Europaparlament zugestimmt. Malta hat eine Inflationsrate, die bis Dezember auf 1,4% drauf gehen soll. Eine Schee-Performance, besser wie mehr zu Lützeburg mit 2,3% am mehr. Es tut zwar nach einer öffentlichen Schuld von 65% vom PIB, der aber ständig raufgeht, der wir 60% tun, und noch das Staatsdefizit ist mit 2,1% an der Reihe. Zypern ist mit der Inflationsrate von 1,3% in 2007 auch dick an der Reihe. Das Staatsdefizit ist 1,4%, die öffentliche Schuld doch knapp über 60%, auch besser wie manche andere EU-Memberstaat den Euro schon hat. Mit gutem Gewissen konnte man also ja sagen, dass die maltesische Lira an der zypriotische Pfund den 1. Januar 2008 durch den Euro ersetzt gehen. Das wird besonders die vielen Touristen, die hier Vakanz auf diesen zwei Mittelmeerinseln verbringen, die aus den 13 Euro-Ländern kommen, freuen, auch die Lützeburger. Das Europäische Parlament hat aber bei der Gelegenheit eine Resolution angeholt, für die Methoden von dieser Unheilung zu verbessern, wenn es um die Erweiterung von der Eurozone geht. Wir kritisieren, dass man bei den letzten Erweiterungen von der Eurozone nie genug Zeit hatte, für Reisen wie aufzugehen. Wir hätten gern, dass die Länder, die den Euro abfeiern wollen, ihren offiziellen Antrag erster stellen am Hirsch von dem Jahr für drun, wo die Prozedur läuft. Das heißt zum Beispiel, Malta und Zypern hätten am Hirsch 2006 sollen sagen, dass sie den Januar 2008 den Euro abfeiern wollten, und nicht erst am Februar 2007. Wir fanden noch, dass die Qualität von den Daten, die die Länder liefern müssen, wie gesagt, die wir Inflationsschuld und so weiter, dass die Daten, die Qualität nach zu wünschen übrig lässt, und dass die Daten auch besser müssen überprüft können gehen. Bref, wir wollen auf Nummer sicher gehen, weil wir ja schon zum Beispiel bei Griechenland müssen ja nur feststellen, dass die regelrecht gefuddelt hatten, und am Anfang die berühmten Maastricht-Kriterien für den Euro abfeiern zu können, nicht erfüllt hatten. Zu einem anderen Thema. Am Europaparlament, da geht die Kampagne gegen den Sitz Stroossbuerg und damit gegen den Sitz Lützeburg vom Generalsekretariat von dem Parlament weiter. Liberalen deutschen Deputierten hat eine Menge Umfrage gestartet, ob Member vom Parlament für einen einzigen Sitz wären, und das zu Bréissel. Von den 785 Deputierten haben dann 306 geantwortet, also 39%. Davon hätten da 89% sich für einen einzigen Sitz und 81% für den einzigen Sitz zu Bréissel ausgespart. Das ist ja aber nicht dick, weil 60% nicht entfern, aber von denen
39% die Entferen auch nach Bale 5. nicht für Bréissel sind. Trotzdem schlussfolgern Auteure von der Kampagne, die sie für ihr zu feiern unter den Titel Kampagne für eine Reform vom Parlament gestalten. Sie mengen also, dass für hier These, das heißt der nächste Sitz zu Bréissel, sie ein fantastisches Resultat gekriegt hätten. Dem muss ich widersprechen. So eine Impfro hat überhaupt keine Legitimation. Das ist eine rein Privatinitiative von einem notorischen Stroossbuerg-Lützeburg-Gegner, der natürlich ignoriert, dass das Europäische Parlament glatt nicht über seinen Sitz zu suchen hat. Gott sei Dank für mich, es sind Staats- und Regierungschefen, die einstimmig über all Sitz, also nicht nur über die vom Parlament zu dezidieren nun, auch da geht mit delikaten Kompromissen operiert, für jeden ein bisschen zufriedenzustellen. Und dafür ist es einfach absurd, dass ein oder paar Europadeputierten so ein Umfrage starten, weil sie können nicht mehr nach mehr Unruhe als Streit stiften, was dann diesem Dossier sicher nicht hilfreich ist. Vielleicht werden ein paar Medien das Resultat von dieser sogenannten Umfrage spielen und natürlich verdrehen. Als Lützeburger Europadeputierten muss ein gut aufpassen, dass nicht mal so primitive Methoden Stimmung gegen Lützeburg gemacht wird, dass ja nicht nur der Sitz vom Generalsekretariat vom Parlament zu verteidigen wird, aber auch die vom Gerichtshof, von der Cour des Comptes, der Europäischen Investitionsbank und j'en passe. Wir haben also eine Ursache, als nicht für uns von diesen populistischen Bréissel-Lobbyisten spannen zu lassen, ein anderem mit dem Hinweis, dass es natürlich Käste gehen, wenn das Europaparlament nicht nur zu Bréissel, wie auch zu Stroossbuerg, dann sein Sekretariat zu Lützeburg sitzt. Ich wollte Heimat informieren, was a puncto Sitzfrohem Lassas, nicht weil ich das unglückliche Initiative überbewerten, mehr für zu relativieren, dass außergedeicht keine Bedeutung hat. Merci für das Nachluistern und bis nächste Woche.